So, das war die erste Portion Hard Music. Wir kommen zur Strong Message. Ihr könnt stehen bleiben, abhocken, irgendwo. Da vorne ist noch ganz auf Platz am Boden. Sonst. Wir stehen in der sogenannten Passionszeit. Wir haben es vor einem Monat im letzten Heavy Sanctum schon davon gehabt, wo Jesus seine Passion, seinen Leidensweg als Kreuz angekündigt hat. Und wir haben dann seine Challenge angeschaut und uns bewegt, dass auch wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Ihr könnt die Predigt auf YouTube nachschauen, wenn ihr sie verpasst habt. Und heute ist Palmsonntag, ihr seht sie vorne, der letzte Sonntag in der Passionszeit. Und warum der Einzug in Jerusalem eine triumphale Provokation ist und was die metallische Bedeutung davon ist, mit dem haben wir uns schon vor einem Jahr beschäftigt. Auch diese Predigt könnt ihr auf YouTube nachschauen. Aber heute Abend da lassen wir uns jetzt inspirieren und herausfordern von diesen Begebenheiten, die gerade nach dem Einzug von Jesus passiert sind. Katja liest uns aus dem 11. Kapitel vom Markus-Evangelium. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den 12 hinaus nach Bethanien. Als sie Bethanien am nächsten Morgen verließen, bekam Jesus Hunger. Von weitem sah er einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Da ging er hin, um vielleicht auch Früchte an ihm zu finden. Aber als er hinkam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zum Feigenbaum: Nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Zurück in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort fing er an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Und er lehrte die Leute, die dabei waren, und erklärte ihnen: Steht nicht in der Heiligen Schrift: Mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die führenden Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus sagte. Weil sie Angst vor ihm hatten, suchten sie nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn die Volksmenge war begeistert über seine Lehre. Am Abend verließen Jesus und seine Jünger die Stadt wieder. Früh am nächsten Morgen kamen Jesus und seine Jünger wieder an den Feigenbaum vorbei. Sie sahen, dass er bis in die Wurzeln abgestorben war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist abgestorben. Jesus antwortete ihnen: Glaubt an Gott. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Tempelberg sagt: Auf, stürze dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern fest daran glaubt, dass eintrifft, was er sagt, dann wird es für ihn geschehen. Ich glaube, wenn man nicht Metaller fragt, wo in der Bibel dass Jesus am metallischsten beschrieben wird, dann würden die meisten wohl antworten, denke ich, hier in der sogenannten Tempelreinigung. Entweder, ja ist doch klar, Jesus gebärdet sich wie ein Metaller,
Weil da im Tempel da ist voll der grosse Religionskritiker, der revolutionäre Provokateur, einer, der den machtkorrupten und geldgierigen religiösen Führer die Leviten liest. Oder andere würden vielleicht sagen, ja, da im Tempel da ist er voll der Metaller, weil er ist voll wütig und destruktiv. Genau wie die wütige Metalmusik, die aggressiv macht. Und der muss wegen seinem emotionalen Ausbruch ja auch einen unschuldigen Feigenbaum daran glauben. Ja, das ist schmunzeln, gell? Ob die Klischees über den Metal stimmen, macht das Metal aggressiv. Also August Burns Red hat mal T-Shirts produziert, was drauf heisst Angry Music for Happy People. Wütige Musik für glückliche Menschen. Also ich kenne wenig friedlichere Menschen als die Metaller. Und ich glaube auch, dass wir bei dieser ganzen Tempel- und Feigenbaum-Geschichte von Jesus genauer müssen heranschauen. Ich glaube, so unsere Brille, die wir hier mitbringen, die entscheidet schon meistens ein bisschen vorschnell, was wir überhaupt sehen beim Zuhören. Zum Beispiel, wo steht, dass Jesus wütig war? Nie nicht. Im Gegenteil, wenn die Tempelreinigung ein spontaner Wutausbruch von Jesus gewesen wäre, also dann wäre der am Vorabend passiert, als er frisch auf Jerusalem gekommen ist. Aber da schaut sich Jesus einfach mal lang um und er schläft eine Nacht drüber. Nein, das Ganze war vielmehr eine geplante, prophetische Symbolaktion, eine bedeutungsträchtige Inszenierung. Das unterstreicht den Umstand, dass der Markus beim Schreiben die Tempelreinigung mit dem Wunder vom verdorrten Feigenbaum rahmt. Der Feigenbaum, das ist der Schlüssel zum richtigen Verständnis von dem, was Jesus im Tempel macht. Aber das muss ich jetzt genauer erklären. Wir finden im Alten Testament bei verschiedenen Propheten immer wieder so Theaterelemente. Momente oder auch lange Zeiträume, wo sie die Botschaft von Gott nicht nur predigen, sondern eben regelrecht inszenieren. Da hat es so Sachen darunter wie mit einem Joch rumlaufen, aber auch so drastische Aktionen wie nur noch nackig rumlaufen. Es gibt manches Spannendes und Verstörendes zu entdecken. Prophetische Symbolhandlungen. In dieser Tradition steht Jesus hier. Sowohl mit dem Feigenbaum wie auch mit dem Tempel. Der Feigenbaum, das ist im Alten Testament öfters ein Symbol für das Volk Israel, für das Volk von Gott. Und Jesus macht seinen messianischen Anspruch deutlich. Ich bin gekommen und habe Früchte gesucht, finde aber nur Blätter am Baum. Es war zwar nicht Erntezeit für die reifen Früchte, aber Knospen, die Pagim, die Frühfeigen, die wären normalerweise genauso essbar. Aber nicht einmal sättige hat der Baum gehabt. Nur viele grüne Blätter. Gott sucht sein Volk heim und findet nur viel religiösen Betrieb. Schöne, viele Blätter, viel religiösen Betrieb. Aber keine echte Herzenshaltung und barmherzige Taten. Eben keine Früchte. Und darum kündet das Gericht an. Die Zerstörung vom Tempel. Der Unterbruch und die Aufhebung vom Opferdienst im Tempel. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass Jesus nicht per se gegen Religion war. Wir sehen die Evangelien, wie er an den Opfer im Tempel teilnimmt und auch die Tempelsteuer gut heisst. Aber er stellt sich kategorisch gegen den Missbrauch von der Religion zu seiner Zeit. Und er macht klar, dass mit ihm ein neues Zeitalter anfängt und der bisherige Weg gerichtet wird und zu einem Ende kommt. Warum? Weil er als Messias den Opferdienst ein für alle Mal erfüllt. Gott selber erfüllt für uns, was wir nicht schaffen. Jetzt gegen welchen Religionsmissbrauch stellt sich Jesus da genau und wirklich? Jesus hindert bei seiner Aktion daran, dass Menschen ihre Gefäße durch den Tempel tragen, schreibt der Markus.
Der Tempelvorhof, das soll keine Abkürzung sein für die täglichen Geschäfte. Jesus unterbricht mit dem Rausjagen von den Opfertieren oder fortlaufenden Gottesdienst und er stört die Tempelkollekte mit dem Umstoßen der Geldwechseltische. Zur Erklärung von seiner Aktion, da zitiert er die alttestamentlichen Propheten Jesaja und Jeremia. Mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wo sind all die geeigneten Opfer gehandelt worden? Wo hat man das normale Geld in Tempelwährung gewechselt? Das haben sie zur Zeit von Jesus im sogenannten Vorhof der Völker gemacht oder Vorhof der Heiden, wie man früher noch gesagt hat. Aber wenn der Tempel in Jerusalem im inneren Kern nur den Juden exklusiv zugänglich war, hat es gemäss den Anordnungen von Gott einen äußeren Bereich gegeben, der eigentlich für alle gedacht gewesen wäre. Ein Gebetshaus für alle Völker. Ja, das war der Auftrag von Gott an sein Volk. Ein Segen zu sein für alle. Gott erwählt Einzelne nicht, wie sie besser als andere wären. Sondern Gott erwählt Einzelne immer mit dem Auftrag, ein Segen für alle zu sein. Einer für alle. Aber anstatt inklusiv zu sein, sind sie exklusiv geworden in Jerusalem. Sie haben vielleicht gedacht, für was braucht es den Vorhof der Heiden überhaupt? Die Heiden sind uns doch suspekt. Was wäre nur, wenn die vielen komischen fremden Fötzeln auftauchen würden? Wir können diesen Platz doch besser brauchen für das eigentlich Wichtige, was im Tempel passieren soll. Und haben eben darum gebraucht, um die Opfertiere zu verkaufen, und müssen entsprechende Vorschriften entsprechen, um eben bei den Kollekten die Umtausch machen in Tempelswährung. Oder andere haben vielleicht gedacht, nein, ich habe es. Das haben sie vielleicht auch gedacht. Ich habe es. Das, wie Jesus sagt, Räuberhöhle, das kann man genauso gut auch mit Partisanenhöhle übersetzen. Der Tempel, der ist zu einem Hort von umstürzlerischen Nationalisten und religiösen Fanatikern und Revolutionären geworden. Sie haben nicht verstanden, dass ihre Berufung wäre, ein Licht von der ganzen Welt zu sein. Sie haben gehofft, dass der Messias sie von den Heiden befreit. Aber Gottes Idee war nicht, die Heiden draussen zu behalten, sondern dass sie dazukommen, dass sie versöhnt werden. Nicht, dass die Heiden außerhalb vom Tempel bleiben, sondern reinkommen. Ja, und so kommt es dann auch. Einfach anders als ursprünglich geplant. Aber Gott kommt immer zum Ziel. Trotz allen religiös exklusiven Ideen kommen die Heiden trotzdem. Die Römer besetzen 70 nach Christus den Tempel in Jerusalem und zerstören ihn. Mit der Verfluchung vom Feigenbaum und der Tempelreinigung nimmt Jesus das Ende vom Opferdienst prophetisch vorweg. Die Berufung wäre so klar, es Licht sein für die ganze Welt. Die Heiden sind willkommen. Ein Ort vom Gebet mit anziehender Ausstrahlung soll es sein. Und daraus gemacht worden ist ein Ort vom ausgrenzenden religiösen Kommerz. Und wir heute, wo produzieren auch wir nur viele Blätter und keine Früchte? Einen schönen, prächtigen, religiösen Betrieb, aber keine Herzenshaltung vom Vertrauen. Keine Haltung von Mut und Demut. Kein Herz voll Hingabe und Barmherzigkeit. Wo ist nur unser Schein, aber keine Frucht vom Geist, keine Charakterstärke? Wo sind uns die Finanzen und Materielles wichtiger als Menschen? Wo brauchen wir den Tempelvorhof als Abkürzung für unsere täglichen Geschäfte? Tragen unsere Gefäße durch den Tempel, anstatt reinzuhalten zum Gebet? Wo geben wir dem Heiligen keinen Raum in unserem Leben? Wo denken wir elitär?
Wir gegen sie. Wo sind wir? Exklusiv anstatt inklusiv. Ausladend anstatt einladend. Wo sind wir nur eine Lampe in einem geschlossenen Zirkel anstatt das Licht der Welt? Wo besetzen wir Raum mit unserem religiösen Zubringerbetrieb, wo eigentlich der Heiden als Vorhof zum Betten gehören würde? Ja, wo stehen wir schlicht einfach anderen im Weg? Gott kommt zu seinem Ziel. Wenn sie muss, auch mit Gericht. Er bringt die Heiden zu seinem Tempel. Gott kommt zum Ziel. Mit oder ohne uns. Aber doch viel lieber mit uns. Mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ich lobe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und das Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen.